Areal 3 bei Metroid Samus Returns scheint auf den ersten Blick nicht besonders groß zu sein, aber es hat durchaus in sich, Freunde. Willkommen zurück. Wir haben, wie man sich nicht anders vorstellen könnte, noch viel zu tun. Und gucken mal, wie es so weitergeht. Kann ich eigentlich draufstehen? Ja, geht, okay. Habe ich noch irgendwas zum Wegsprengen? Nee. So, du bist jetzt erledigt. Alter, braucht so viel Energie nur für so ein kleines Drecksviech. Deaktivieren. Aktivieren. Aktiviert die Abwehrkräfte. Ach du Scheiße, geht es auch noch weiter. Das wäre vielleicht ein kleiner Ausflug irgendwie. Habe ich schon mal getestet, weil da geht ja nicht hier. Nö. Ja, ist immer die Frage, wie komme ich hier durch bei den Dingern? Und damit rechts hängen Powerbomben. Vor allem rotes Symbol. Na, wobei. Egal. Mann, ihr seid Scheißviecher hier. So. Teleportation sehe ich hier natürlich sehr gerne, weil das bedeutet, das ist natürlich immer ein großes Indiz dafür, dass ich hier dann später nochmal zurück muss, Fragezeichen. Ja, die erste, die wir jetzt hier haben, glaube ich schon, oder? Das erste Match wäre also unter uns, aber da können wir natürlich nur, ja, das erste Beam. Der Heise kommt echt erst durch und die nächste Fähigkeit haben. Die Fähigkeit, die müsste entsprechend oben sein, weil ich ja in letzter Folge gesagt habe zu Beginn. Weil, ja, keine Ahnung, wie ich da durchkommen soll. Also hier habe ich jetzt wirklich alles schon mal versucht. Ja, natürlich eine Option. Ja, also. Nee. Kein Schimmer, wie das gehen soll. Kommen wir jetzt eigentlich noch durch, obwohl... Ah, okay, der bleibt immer tot. Ups. Entschuldigung. War keine Absicht. Hier ist auch noch eins, wa? So, hier ist glaube ich nichts mehr. Nochmal ganz kurz scannen. Also die Frage, ist das eine kluge Idee, wenn ich jetzt da reingehe, wa? Kann ich die Viecher eigentlich auch irgendwie abblocken? Oh, wow, knapp. Ja, sind so unbesiegbar so, aber sonst wird's gehen. Ja. Aha, ich dachte, ich könnte vielleicht so ein bisschen Energie schnorren. Egal. Oh nee, oh nee, oh nee. Okay, nehm den. Ich nehm das hier. Oh, ein normales Metroid, cool. Also normal, hä, ein Alpha. Bin ich immer zufrieden, wenn es Alpha sind. Aber langsam ein Problem, Freunde. Okay. Ja, wir gehen langsam Missiles aus. Ich hätte sonst ausweichen müssen. Auf den Powerbeam. Also den maximalen Powerbeam. Den Boosto Beam. Boosto. Dumm ist nichts mehr, wa? Ja, wobei. Jetzt im Spiel durchaus zugetraut, dass man da oben noch zum Goodie kommt, aber okay, halt nicht. So.
eigentlich nur ein kurzer Aufzug, wa? Ich meine, klar, jetzt kommen wir wieder zurück zum Anfangsgebiet. Wortloch. Kann man kurz abspeichern, dann wage ich mich nochmal nach oben. Und dort eben, da muss also... Den Gravity Zone müssen wir eigentlich hier bekommen, sonst... Zweifle langsam an dem Verstand, was er sowieso schon seit längerem tue, insofern... Okay, Missiles. Schade. Energiecontainer nach wie vor ein bisschen selten. So, auf da. Gut. Oh, nee, der schon wieder. Aua! Voll abgeschossen. Sehr schön. Speichern erfolgreich sehe ich immer gerne. Gut, hätte ich das jetzt auch. Moment. Ja, und da ist plötzlich Energie weg. Come on! Sehr gut. Nee, oder? Okay. Ja, hätte jetzt wenig Energie, um das Vieh Platz zu machen. Moment. Dumm. Aeon Full Power Mode. Oh yeah. So, du kleines Drecksvieh, wa? So, da oben war ja, glaube ich, auch so eine rote Barriere, wa? Genau, okay, gut. So. Läuft wieder wie gewollt. Jetzt bin ich ja wieder hier. Genau. Hier musste ich ja nicht durch. Wir erinnern uns. Meine muss gerade nicht hin. Ah, Entschuldigung. Ein Valley Solly. Oh, scheiße. Ah. Und tschüss. Aha. Upload Missiles. Maximum. Oh yes. Guck. Oh, scheiße. Verarsch mich nicht, du Drecksteil. Keil. So. So muss das sein, Freunde. Nicht anders. Very nice. Das war knapp. Der fast nicht mehr ausgereicht. Was? Fehlt in der Mitte noch etwas? Ah, jetzt hab ich's. Sehr schön. Das war jetzt weniger schön. Ja, okay. So, kenne ich es noch irgendwie? Genau, die Seite. Wow. Aber das Vieh eigentlich recht friedlich ist, hat es mir jetzt noch einen Schaden reingekloppt. Hat den vielleicht am Rückweg noch? Komm, ich lasse den mal noch. Ja. Die gehen so schnell platt dadurch. Herrlich. Ich liebe es.
Aber jetzt bin ich glaube ich wieder da, wo ich erinnere mich. Ach ja, da waren diese Fliegenfalle, genau. Sind aber so verdammt viele, wa? Geht ja doch, wa? Ah, come on. Yeah, High Jump. Yeah, High Jump. Yeah. So geil. Wir kommen weiter. So. Karte immer vervollständigen, das ist sehr wichtig. Und ja, ich glaube langsam doch, es wird ein 100% Run. Und zumindest versuche ich es mal bis dahin. Weil, gut, auf der einen Seite, wenn wir natürlich alle Upgrades haben, ist ein 100% Run ja eigentlich nicht mehr so schwierig, wa? Aua. Wow. Das war jetzt auch nicht schlecht. Wupp. Nein! Ich dachte, das reicht. So geht's natürlich auch. Die Kunst des Super-Bombensprungs. Ich erinnere mich da an gewisse Spiele. Ich weiß nicht mehr, welches war. Metroid Fusion auch. Wenn man das konnte, war es doch sehr hilfreich. Das geht immer nicht da durch, wa? Faszinierend. Muss er überhaupt da hoch? Wegen Metroids und so. Okay, aber da komme ich eigentlich auf der anderen Seite her. Also. Ich hole erstmal ab. Was? Aha. Ich dachte gerade, hey, was ist das jetzt hier? Irgendwie was mich aufzuhalten, aber ist ja zum Glück, sage ich jetzt mal, zum Glück nur Deko. Come on! Ich höre immer so ein Come on raus. So, da oben ist ein Teleporter. Das sieht mir so aus, als wäre hier etwas. Aber nö, ich täusche mich. So, Teleport aktivieren kann auch nie schaden. Sehr gut. Wow, was ist denn das hier? Ein pinkes Viech. Oder violett. Sieht hier auf alle Fälle ein bisschen giftig aus. Und sonst nichts mehr, oder was? Nee, okay, gucken wir ganz kurz die Karte an. Also ich muss sagen, bisher Areal 3, also ja, Zone 3 von mir aus, haben wir sehr gut erkundet. Da unten ging es nicht weiter, wir erinnern uns. Da müsste ich im Wasser hochspringen können, sprich, wie ich vermute, brauche einen Gravitas Suit. Da oben ging es auch nicht weiter, weil irgendwie, glaube ich, so eine rote Barriere war. Das gleiche hier oben, ich habe zwar ausgetrickst, aber das heißt, ich muss eigentlich da hoch und hoffen, dass wir bald einen Gravity Suit bekommen. Kann ich hier hin, mich wieder runter teleportieren lassen, dann gäbe, ja, würde es unten weitergehen. Jetzt mal so eine spontane Idee. Wie das die Entwickler so gedacht haben. Ey! Das ist voll fies, Mann. Das Schnecken finde ich cool. Insofern eigentlich auch ein bisschen einfache Viecher, die man ja, eben halt einfach ausschalten kann. Die bei einem trotzdem etwas bringen. So. Karte da voll. Der geht immer ein bisschen schnell, war von dem her. Ich glaube eben die Karte vollständig machen würde auch so 100%, daher. So, jetzt wieder aber erstmal, was natürlich alle interessiert, gucken, was ist denn hier oben? Metroid ist bisher noch nicht in der Nähe.
Sehr interessant. Da ist eine Speicherstation. Das finde ich hingegen sehr gut. Und da unten ist ein Upgrade. Lass mich ran. Das muss eigentlich der Warrior-Suit sein. Was hast du gerade? Ich bin gerade erschrocken. Könnte aber der Gravel Bean sein, so wie es gerade aussieht. Der Gravel Bean. Ja, ist vielleicht doch ein starkes Indiz dafür. Ja. Sieht mir einer am Gra ja, das muss so sein. Alles andere fände ich jetzt irgendwie sehr unlogisch. Was ist denn das Rote? Egal. Yep, es ist der Gravel Beam. Das war zu erwarten. Der Gravel Beam nutzt blaue und rote Verankerungspunkte. Okay, doch die roten auch. Aber warum sind die rot? Oder was ist der Unterschied? Touchscreen, Feuer mit J, Y, weitere Aktionen im Gravel-Modus. Schießen aktiviert den Beam. Verstehe. Oh, achso, die kann sogar kaputt. Aha, ich kann den kaputt machen. Oder zumindest die roten. Das ist natürlich etwas sehr. Ah, warte mal, bin ich doof. Der Gravel Beam. Na, seht ihr, jetzt haben wir auch da schon alle 3 Symbole voll. Und ich finde, sie haben es noch cool integriert, wa? Weil das Problem ist natürlich, vor allem auf dem 3DS und so, du hast relativ wenig Knöpfe. Natürlich der 3DS XL hat ein paar mehr, oder der New 3DS logischerweise. Aber wenn du natürlich dann irgendwie sagst, okay, anvisieren so und anvisieren so dahin, merkt das automatisch von wegen, hey, da kann ich mich irgendwie hinziehen. Mach das mal. Kann ich die roten immer zerstören. Bei den blauen geht's nicht, das ist irgendwie auch logisch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. So. Ja, kann man machen. Kann man durchaus machen. Warte mal, das war doch nicht hier das Gebiet hier mit diesen scheiß Fliegen. Natürlich war ja das Gebiet ein scheiß Fliegen. Lass uns mal sterben? So. Ah, wo kommen jetzt die Viecher her? Moment, Nase juckt. Ah. Ah. Nasejucken des Let's Players größter Feind. Come on. Kurz erwarten, bis der Schneckenschleim verschwunden ist. Aha, ja toll. Ja, gut, jetzt, was bringt das? Ja gut, das bringt's natürlich. Ah ja, der Gravel Beam, mit dem wir viel Spaß haben. Also hoffe zumindest. Stirb wie deine Schwestern! Aua. Einfach da unten übersehen. Hä? Oh oh. Ist nicht so wichtig. Nein! Also doch wichtig. Scheiße. Ja, die sind jetzt aber relativ schnell nachgespawnt.
Mann, ich habe keine Zeit für euch alle. Jetzt stirbt doch endlich mal. Geht schon nicht die Energie aus hier. Ach du meine Güte. Also war bloß das. So, das hat sich gelohnt, hey. So. Oh je, dafür bin ich runtergefallen, wa? Okay, ja, das mit den roten und blauen Punkten gefällt mir doch immer besser. Aber wahrhaftig immer besser, vor allem. So, jetzt zum Speicherpunkt, der Part ist eigentlich schon vorbei, perfekt, kann man ganz kurz gucken. Mit dem Gravel Bean in neue Höhe, nach ist das herrlich, Leute. Jetzt haben wir sogar, der braucht jetzt für den Punkt da unter Wasser, also sprich für da unten. Für da unten braucht er da jetzt noch den Gravity Suit, der braucht ihn noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwie so ein roter, blauer Punkt war. Deswegen war ich gerade ein bisschen verwundert. Oh nee, das Vieh wieder. Ja. Wie jetzt? Ach du Scheiße. Nee. Nö. Vergesst es. Vergesst das mal ganz schnell, Leute. Okay, ich würde echt sagen, wir gucken uns das im nächsten Part an. Den Rest hier oben von Zone 3, ja, es geht irgendwie hoch nach oben, kann man ja sagen. Aber mit dem Gravel Bean kommen wir natürlich auch an den entlegensten Orten. Oder zumindest. Und ja, nächste Fähigkeit. Wird es der Gravity Suit sein oder wird es sogar die Screw Attack sein? Screw Attack aber bisher eigentlich noch nichts erlebt, was wir unbedingt gebraucht hätten, sag ich jetzt mal. Zum einen zu kommen. Und ja, Gravel Bean natürlich schon. Gravity Suit. Ja, ich glaube, es könnte Suit sein. Naja, mal schauen. Bis nächstes Mal. Ciao zusammen.